Die Damen und die Herren, herzlich willkommen heute zu Straßburg am Europaparlament. Es war immer so, dass Georges Bach, Frank Engel und ich hatten am vergangenen Mandat eine Sendung gemacht, Europäische Impressionen. Lo habe ich eine neue Kollegin im Europaparlament, Isabel Wieseler. Moin Isabel. Moin. Und wir haben gedacht, wir geben eine Sendung abholen. Da bin ich am Parlament, haben schon viel länger angefangen. Wir am Anfang war es vor allem für die ganzen Kommissionen zu institutionalisieren, neue Posten, Vizepräsidenten, Präsidenten zu designieren von den verschiedenen Kommissionen und dann eben noch für die Rapporten und Responsabilitäten darüber zu verdienen. Und werden wir alle Woche, wenn wir heute zu Straßburg sind, berichten. Es ist noch immer ein Thema raus, für nicht zu lang zu sein. Und da war ich froh, dass wir da aufhängen. Das ist eine gute Tradition. Wir nennen das Sendung Straßburg Live und wir werden nicht dann regelmäßig von hier berichten. Isabel, das ist dass wir zusammen die Sendung abholen. Was war für dich an dieser Woche dein wichtigster Sujet, auf dem du geschafft hast? Ja, das ist so, dass an der Kommission von Auslandskommission sind wir wirklich ganz hoch beschäftigt gewesen. Konstant hat man den Fokus auf das, was an Syrien geschieht. Da ist ja die Türkei, die hat da anmarschiert. Und dazu matt war dann der Rücktritt von der amerikanischen Armee, die durch den Präsident Trump ordiniert ging. Und ich muss sagen, dass die zwei Sachen zusammen ein ganz Problem stellen. Und zwar den größten, den evidentsten Problem ist die Humanitärkatastrophe, die das. Wir haben Kriegszustände an natürlich Leute, die sterben, Leute, Kinder, die amputiert sind, die schreckliche Bilder, die wir haben. Und das natürlich auch nicht ein Flüchtlingsfall, die durchaus entstanden sind. Männer, Frauen, Kinder, die nicht NRW sind, Zahlen gehen zwischen 200.000 und 300.000 Leute, die hier NRW sind. Das ist absolut schrecklich. Das andere Problem ist ein Vertrauensproblem. Die Amerikaner sind da fortgegangen, nachdem die Kurden geholfen hatten, für Daesh zu bekämpfen, sodass wir hier in einer Situation sind, eine Vertrauensport, die wirklich ganz schlimm ist. Und das darf am Anfang geholfen sein. Wir haben die Türkei, die ein NATO-Member ist, den hier anmarschiert wird, ohne dass die anderen Member von der NATO irgendwo Courant gesagt haben, für den Herren, dass Herr Macron gesagt hat, dass durch einen Tweet geworden ist, dass die Amerikaner hier fortgegangen sind. Also wir sind hier in einer Situation, die wirklich ganz schwierig ist. Dann das ist wirklich auch geopolitisch. Wir mussten uns vorstellen, dass in der Region sind Schwierigkeiten mehr wie groß. So den Russen, die ins Spiel gekommen sind, den Syrier, die von den Kurden gerufen sind, für zu helfen. Und all die Kräfte, die da sind, die verstehen sich nicht unbedingt so, wie das soll sein. Das ist mit der Türkei das Risiko von Krieg, von einer wirklich können dramatische Situationen durchaus nach entstehen. In der Türkei ist ja auch so, an Syrien, gibt doch ethnische Konflikte aus sich und das ist sich auch vom Erdogan seine Agenda ist natürlich für Kurden so weit wie möglich von seiner Grenze wegzudrücken. Also sagst du das doch so? Nee, absolut. Mir wisst direkt am Anfang gesagt, die Situation ist ganz komplex. Du hast auch die arabischen Kommunitäten, du hast andere sind so wie Guerilla, so armiert Kräfte, die da sind, an die sich innerhalb sich nicht unbedingt verstehen. An die Situation, die hierdurch kreiert ist, wo man angefangen haben, einen Lichtblick zu sehen, angefangen haben zu sehen, dass Gäfken auf eine gewisse Stabilität kommen, ist total aufgestellt. Lo ist es so, das Parlament hat ja reagiert. Wir haben das Budget, den du als für die Türkei als nach immer ein Adhäsionsverfahren, was man einfach müsste wirklich eine Decision holen, für das dann einfach abzuhalten. Das ist aber so, dass es einfach auf Eis liegt für den Moment. Und es ist auch so, dass man dezidiert hat, dass die türkische Regierung absolut kein Fonds mehr kriegt. Wir finanzieren weiter Erasmus-Programme, das heißt, für das türkische Studenten können an Europa studieren kommen. Wir haben auch Fonds nach für die Zivilgesellschaft an der Türkei zu unterstützen, die nicht paterneidisch, wie die Situation so ist, wie sie ist an der Türkei. Und dann wird man natürlich weitermachen, dass die Flüchtlinge an der Türkei unterstützen.
weil du gi gut kein Suen und die türkische Regierung. Dort muss sich wirklich bewusst sein, das sind die Internationalorganisationen, die direkt finanziert gehen von der Europäischen Union. Und zuerst sind das so Organisationen wie UNICEF zum Beispiel, die da ganz aktiv sind. Ja, das sind dann die Sachen, die wirklich notwendig sind. sind. Du beschreibst, dass es effektiv eine komplizierte Geschichte ist, weil man nicht d'accord sind mit dem, was sie in Syrien gemacht haben. Und andererseits brauchen wir es auch irgendwo justement für die Migranten auf der Platz auch gerecht eigentlich zu versorgen. Da kann ich natürlich darüber streiten, wie das muss sein. Aber wir hängen noch mit der Türkei an einer Zollunion. Das ist effektiv auch eine Sache, wo man eine Zollunion, die eigentlich modernisiert gehen, wie das proper funktionieren. Auch da hängen wir eigentlich mit ihnen zusammen. Das ist immer ganz schwierig, effektiv, für klar wieder zu schwätzen, um am Hummer durchzuschlagen, wenn man auf der anderen Seite brauchen wir Türkei aber auch. Wir wären an engem 2010 wärmer an engem Verfahren mit der Türkei, wie gesehen wird, der Türkei sich immer mehr demokratisiert hat und immer mehr nur bei unseren Valeuren war. Das ist aber nur so, dass die Türkei sich immer mehr von unseren Valeuren weg bewegt. Und das können wir nicht akzeptieren. Das heißt, dass all die Akkorde, die wir mit der Türkei haben, und die aber auf unsere Valeuren beruhen, mussten wir mit einer neuen Lupe sehen. Also auch die Zollunion muss ein Jahr durchgehen, geguckt gehen. Und wir können nicht machen, wie wenn die Türkei ein Staat für den an Richtung mehr Demokratie geht, weil das im Moment nicht. Ja, das ist ein ganz brisantes Sujet, auf dem wir sicherlich auch nicht werden zu schwätzen kommen. Ganz bestimmt. Und du? So, erzähl du uns, wie ist es mit den Sachen, die du an dieser Woche beschäftigt wirst? Ja, das war natürlich eine ganz rich Sache um Ordre du jour. Ich kann nicht über alles schwätzen. Wir hatten ein wichtiges Dossier über Bayern. Aber da können wir vielleicht auch nicht einzeln darauf zurückkommen, wo wir auch einen delegierten Rechtsakt von der Kommission zurückgeschickt, weil wir fanden, dass den Impact von den Pflanzenschutzmitteln auf Bayern damals nicht richtig, also nicht gut genug kontrolliert ging. Das ist ein wichtiges Dossier das Woche gewesen. Wir hatten natürlich aber auch Neuigkeiten von London, wo wir ja an der Causa Brexit noch immer nicht auf den Ende kommen sind. Ich meine, die Leute dabei verstehen noch schwer. Wie weit gibt man eine Verlängerung nur der anderen? Ich habe eigentlich auch immer gehofft, dass Briten, dass man sie irgendwie giffen an der Europäischen Union bannen halten. Aber das war so weit, dass effektiv die erste Kehr den Brexit-Bill, wie ihn das nennt, die Rechnung für rauszugehen, für die erste Kehr auch am House of Commons wohl eine Majorität gekriegt hat. Das war ein dünstenden Abend, war die Aufstimmung. Dann sollte auch nicht darüber aufgestimmt gehen, für den Kalender ein bisschen zu akzelerieren, für den effektiv auch bis zum 31. Oktober packen. Den Kalender konnte aber so nicht gestimmt gehen. Und dafür hat auch London sowieso eine Demande gemacht, für eine Extension zu kreieren. Das geht auch von den Seiten vom Europäischen Parlament und auch an der Kommission eigentlich als nötig ugeholt, weil man muss gucken, dass man aber alles proper geregelt kriegt. Das sieht einerseits legal und noch politisch die andere Seite geregelt kriegen. Und Michel Barnier schwätzt von einer Flextension. Also, das heißt, es gibt eine Extension von nach 3 Monaten. Kinder gibt Firma da Ende Januar. Mehr falls sie politisch kriegen, den Exit-Bill schon viel durch das Parlament und durch die verschiedenen Instanzen zu kriegen, da geht das auch schon echt dran. Das heißt, theoretisch könnte man doch schon bis Anfang Dezember packen, wenn sie sich da wirklich eine klare Linie durchführen. Wie du da kannst du uns erzählen, wie es geht, wenn Sie dann anfangen, Amendmente zu dem Text zu machen? Das ist effektiv eine gute Frage, weil das kann nachher gefährlich gehen. Weil aber gefährlich an dem Sinn für einen effektiven Exit, weil es kann sein, dass zum Beispiel Amendmente nach kommen, die eigentlich zum Beispiel den Zochti und ein zweites Referendum verbannen wollen. Das ist nicht sicher, dass das eine Majorität kriegt, aber das wäre theoretisch eine Möglichkeit. Aber wenn sie dann nach einem zweiten Referendum müssten machen und das auch nach dem 31. Januar, das könnte natürlich darum den ganzen Zeitplan auf den Kopf kehren. Und dafür sind ich eigentlich so nicht mehr voraus
klappt dat oder klappt dat lo net. Schmengen mir hun du schon dacks besseren Beleere gelos und ich denken, dass Lower in der Zeit Leiitbause will noch einfach Klarheit. Et Leiit, die du Hanne schaffen, die Hai schaffen erwunnen. Ich mengen Daylight muss wissen, man muss den irische Problem aslo eng kompliziert mit viabel Solution, die dich leit an du muss man da gucken, dass man dat durchkriegen. Duno geht natürlich die noch mehr interessante Zeit und dann haben wir einen sogenannten Phase de Transition. Und da geht es dann noch darum, für einen Handelsakkord zum Beispiel mit den Briten auszuhandeln. Und das ist so, Handel ist ja an der Kommission für internationalen Handel. Das Vereinigte Königreich gibt mit einem Exit aus der EU dann auch ein Drittland und dann ist es dann ein Eis für den Handelsakkord auch hier im Parlament zu ratifizieren. Dann ist so der Berichterstatter genannt gehen für den Brexit, das heißt, der Handelsakkord muss wird dann für uns Fraktion, wir sind dann zuständig und ich werde für uns der Rapporteur hier am Europaparlament für den Brexit oder für den, so den Handelsaufkommen mit Großbritannien sind. Christoph, vielleicht noch ganz zum Schluss, weil haut einfach ein ganz extra Tag an der Hinsicht wäre, dass wir eine Resolution hatten über die Hilfe am Mittelmeer. Und die Resolution ist zum Schluss nicht gestimmt gehen. Und ich wollte am Funkgehol als Nolauster sagen, dass wir als Gruppe ganz gern die Resolution mitgestimmt hätten, mit dat man wirklich darauf gehalten hätten, dass die Punkte dran gewirrscht wären. An von denen, denen es wirklich wichtig ist, wegen der Sicherheit, als nicht akzeptiert gehen. Und dafür konnte man zum Schluss die Resolution nicht mitstimmen. Der Punkt ist nämlich kein Migrationspunkt, mehr wirklich ein Sicherheitspunkt. Er hat verlangt, dass Frontex den ONGen Informationen geliefert hat, die sie gut nicht können, den ONG liefern. Rechtlich nicht möglich ist. Rechtlich nicht möglich ist. Es muss einfach über die Länder gehen. Wir müssen einfach Sachen, die legal notwendig sind, beibehalten, und wir können da nicht das aufs Spiel setzen. Und dafür will ich auch den Nolauster sagen, dass es wirklich mit Bauchweh ist, wo wir es nicht gestimmt haben. Wir konnten an den Konditionen es wirklich nicht stimmen. Und wir werden einfach gucken, dass alles, was wir können, um Solidarität weisen mit den Leuten, die versuchen, über das Mittelmeer bei uns zu kommen. Es muss ich gucken, dass ihnen das so viel wie möglich in der Bande können, dass die Leute nicht Gefahr sehen. Wie wandert dann aus, da muss man gucken, dass wir ihnen auch in irgendeiner Form geholfen kriegen. An die Solidarität will man weisen. Mit dem Text, mit dem Punkt, den wir wirklich nicht konnten akzeptieren, konnte man heute nicht stimmen. Ja, das war effektiv ein Rechtsproblem, wo die Leute noch einst daheim im Parlament, sie mengen es vielleicht gut, Missionen war nicht viel Ahnung, wie dann an der Realität lebt, weil Frontex kommuniziert nicht mit irgendwelchen externen Organisationen. Frontex kommuniziert direkt mit den Memberstaaten, mit den Autoritäten der Memberstaaten an mit der Rescue Coordination Zell, die zu Rom angesiedelt ist. So als der richtige Weg. An die können dann natürlich die Informationen weitergehen. Das sind, wie du siehst, ein Sicherheitsruf. Es könnte ja auch sein, dass da Schiffe dabei sind, oder Boote dabei sind, wo Explosiven an Bord sind, wo Waffen an Bord sind. Und bei so einem Tumult als ein ONG ganz klar auch überfordert, wenn das zum Realfall kommt. Da muss man ganz gut aufpassen. Und das war effektiv, wie du siehst, ein großer Bauch, wie wird man die Resolution an der Form mit denen rechtlichen Dometen für sozusagen dran, konnte man das nicht unholen. Ich meine, das ist ein wichtiger Punkt, dass man da doch noch gesucht und ein bisschen mehr wie die 2 Punkte gemacht, wie man das eigentlich machen. Ich meine, wir werden nach Mittags bei Streck kommen, wo noch viel Arbeit für uns. Die Sujet kommen sicherlich zurück. Isabel, vielmals merci an euch. Auch vielmals merci für die Nolauster und dann hoffentlich bis geschwind bei dieser Sendung Straßburg live hier für Straßburg. Vielmals merci. Bis geschwind. Merci.